liebe Ukulele-Kids aus dem Haus für Kinder. Wir haben uns ja nun schon eine Weile nicht mehr gesehen, wegen Corona. Da können wir leider nicht mehr zusammen Musik machen. Aber es gibt ja zum Glück dieses Gerät, vor dem du gerade sitzt. Und es gibt zum Glück dieses Gerät, vor dem ich gerade stehe. Und so kann ich euch dann doch noch ein paar Sachen von der Ukulele zeigen und euch erstmal daran erinnern, was ihr alles schon erlebt und gelernt habt. Ihr wisst alle, dieses Instrument heißt Ukulele. Genau, sie kommt ursprünglich von der Insel Madeira. Mal gucken, ob ich die da hinten auf der Landkarte habe. Portugal. Naja, irgendwo da so in der Gegend ist Madeira. Eine Insel von Portugal. Und da lebten mal arme Leute vor 140 Jahren. Und diese armen Leute, die erfuhren, dass man auf einer anderen Insel, auf Hawaii, arbeiten konnte und Geld verdienen konnte. Und deshalb sind die Menschen von der Insel Madeira so halb um den Globus herumgefahren und kamen dann auf der Insel Hawaii an. Einer von den Menschen an Bord hatte so ein Instrument mit und hat den Hawaiianern ein bisschen darauf vorgespielt. Und das fanden die Hawaiianer so toll, dass sie ganz viele von diesen Instrumenten gebaut haben. Die haben sie in ihrer Sprache Ukulele genannt. Und daraus wurde dann ein ganz großer Kult. Die Ukulele kam von Hawaii nach Amerika und durch die Kinos kam sie dann nach Europa und irgendwann kam sie auch in Deutschland an. Und jetzt sind wir diejenigen, die Ukulele spielen können, wenn wir es denn geübt haben. Ist eigentlich ja gar nicht so schwer, die Ukulele, wenn man eben so ein bisschen fleißig übt. Jeden Tag 5 Minuten auf jeden Fall. 10 Minuten sind besser. Viertelstunde sind der richtige Weg zum Weltrekord. Dann könnt ihr nachher richtig gut spielen. Wenn ihr jeden Tag eine Viertelstunde spielt, uiuiuiui, dann geht das ganz schnell. Okay, ihr erinnert euch, die Ukulele hat mehrere Teile. Da oben ist der Kopf. Dahinter kommt der Hals. Danach kommt der Bauch. Genau. Oder Körper, kann man auch sagen. Was fällt uns noch an der Ukulele auf? Genau dieses Loch, das Schallloch. Da kommen die schönen Töne raus. Na? Dann haben wir hier 4 Strippen. Das sind die 4 Saiten. Na? Die 4 Saiten haben Namen. Erinnert ihr euch? G, C, E und A. G, C, E, A. Kann man sich merken mit große Clowns essen alles. Entschuldigung, große Clowns, ihr esst bestimmt nicht alles, aber so kann man sich das gut merken. Ne? Große Clowns essen alles. G, C, E, A. Diese Saiten sind hier unten befestigt mit einem Knoten und dann laufen sie da oben hin. Da sind sie dann nochmal befestigt, rumgewickelt und hiermit, mit diesen Stimmwirbeln, werden die Saiten gestimmt. Die kann man so rumdrehen oder so rumdrehen. So rum werden die Saiten lockerer, tiefer und so rum werden die Saiten fester, höher. Ja, mal gucken, wie der Ton sich verändert. Habt ihr gehört? Und wieder tiefer. Wieder höher. Und wieder tiefer. Genau. So. Jetzt müssen wir am Anfang, bevor wir alle zusammen spielen, sehen, dass die Saiten von uns, von unserer Ukulele, alle gleich gestimmt sind. Dass sie alle gleich klingen. Sonst klingt es wie Katzenmusik oder, weiß nicht,
Jedenfalls nicht besonders schön. Dafür haben wir unser Stimmgerät hier oben. Das Stimmgerät. Das schalte ich hier mal an mit dem Knopf. Sieht man was? Ja, ist erstmal noch dunkel. Ne? Das Stimmgerät, kennt ihr ja, hat hier so eine Klammer. Damit kann man das da oben festklemmen. Tschack. So. Und wenn ich jetzt hier mal die C-Seite zum Beispiel anzupfe und da oben gucke, ob das grün ist grün, dann weiß ich, die C-Seite stimmt. E-Seite hat auch geflackert. Ja. Ah, ja. Gut. Die A-Seite stimmt auch. An der G-Seite habe ich ja vorhin ein bisschen rumgedreht. Ne? Mal gucken, was die sagt. Oh, das ist gar nicht grün. Das ist gar nicht grün. Da steht sogar E. Ah, jetzt steht dann G. Aber der Zeiger, da ist so ein kleiner Zeiger, seht ihr, ne? So ein kleiner weißer Strich. Der ist noch ziemlich am Rand. Und der muss weiter in die Mitte. Ah, er bewegt sich, er wackelt. Jetzt ist er schon dichter an der Mitte. Ja, wenn er ganz in der Mitte ist, dann wird es grün. Und dann stimmt die Seite. Ja, wenn er zu hoch ist, ich drehe jetzt mal weiter einfach, ja, dann hängt er in der anderen Richtung. Dann hängt er da. Und dann müssen wir wieder zurückdrehen. Bis es wieder grün ist. Na? Das muss man eine Weile üben. Kann man eigentlich auch mal machen. So eine Viertelstunde immer an den Dingern rumdrehen, bis man so richtig das Gefühl hat, jetzt kann ich ganz schnell stimmen. Denn wer nachher schnell ist im Stimmen, das sieht nachher gut aus auf der Bühne. Ne? Wenn man da zusammen rockt, ja? Ein Instrument verstimmt sich immer mal. Ja? Und dann sieht das doof aus, wenn dann einer sagt, stopp mal, wir müssen jetzt mal eine Viertelstunde Pause machen, bis wir das nächste Lied spielen können. Ich muss jetzt erstmal stimmen. Ist ein bisschen doof für die Zuhörer. Ne? Schöner ist, wenn derjenige sich wirklich auskennt und dann ritsch, 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 ritsch. Und es geht weiter. Okay, meine Ukulele ist gestimmt. Wenn eure noch nicht gestimmt ist, dann macht das doch jetzt mal. Okay, und wenn sie gestimmt ist, dann machen wir zusammen weiter. Okay, ihr Lieben, wenn ihr kein Stimmgerät dabei habt, dann könnt ihr eure Ukulele an einem anderen Instrument ausrichten, was richtig gestimmt ist. Also wenn eine andere Ukulele da ist und die ist richtig gestimmt, dann, na, jetzt habe ich hier zwei Ukulelen, die hier ist gestimmt. Wollen wir mal gucken, ob die andere genauso klingt? Ja, so ungefähr, ne? Aber ich finde, die da unten, die klingt ein bisschen heller. Also drehe ich dann, bis sie genauso klingt. So, jetzt nehme ich da unten meine Ukulele und zupfe mit der die C-Seite. Ne, hier die C-Seite. Ja, da muss ich auch ein bisschen höher stimmen. Ich höre wieder, wie die andere klingt. Klingt gut. Jetzt nehme ich die G-Seite. Klingt schon ziemlich gut, aber jetzt klingt sie sehr gut. Ja? So, und jetzt nehme ich die E-Seite zum Schluss. Oh, die klingt ja ganz falsch. So, und jetzt habe ich auch diese Ukulele gestimmt. Und ich kann loslegen. Okay? Stimmen ist eine Übungssache. Am Anfang dauert das eine ganze Weile, bis man die Ukulele schön gestimmt hat. Aber je länger ihr dabei seid, wenn ihr
2-3 Monate übt, dann klappt das nachher wie ein Schnürchen. Okay, ich stelle diese zur Seite, nehme die andere wieder und dann spielen wir mal unser erstes Lied. Wenn man Lieder spielen möchte, dann muss man dazu hier oben greifen. Damit wir uns verstehen, muss ich jetzt nochmal erklären, wie die Finger heißen. Ja? Ihr sagt euch klar, kenne ich, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Andere Hand genauso. Stimmt auch. Genau. Also, wir nehmen jetzt den Mittelfinger und setzen ihn auf die G-Seite. Die Seite ist die hier. Ihr erinnert euch, ne? Die ganz oben. Und da setzen wir sie jetzt hier hin. In den zweiten Bund. Bund heißt immer dieses Feld hier zwischen den beiden Stäbchen. Ne? Die Stäbchen sind die Bundstäbchen. Und das braune Feld dazwischen, das ist der Bund. Noch ein Bund, noch ein Bund. Erster Bund. Zweiter Bund. Dritter Bund. Vierter Bund. Richtig, 5. Bund. Sehr gut, 6. Bund. Und der 7. Bund. Klar. Okay, wir setzen jetzt also den Mittelfinger, den hier in der Mitte, von unten her auf die G-Seite im zweiten Bund. Ja, ich zeige nochmal. Von unten her hinter dem Hals auf die G-Seite im zweiten Bund. So, und dann gucken wir, ob das klingt. Das klingt ja gut. Da wackelt sogar da oben das Stimmgerät mit. Das mache ich jetzt mal aus. So. Denn wir wollen jetzt selber hören. Klingt das schön? Ja, ne? Die Finger setzt ihr bitte immer schön von oben. Ja, ich zeige das mal hier. So. So drauf. Ja. So, dann sind die anderen Seiten frei. Ja, und die können nämlich klingen. Die kann klingen. Wenn ich jetzt den Finger also schräg draufsetzen würde, kann die nicht klingen. Ne? Die klingt schon wieder, die ist frei, aber da sitzt das Fleisch vom Finger drauf. Darum bitte immer schön den Finger von oben draufsetzen. Ne? Wie so eine Kralle. Schön senkrecht draufsetzen. Da kriegt man am Anfang so ein bisschen Riffel in den Fingern, aber das geht nach ein paar Wochen auch weg. Ne? Okay, so, wir haben jetzt den Mittelfinger, wie ich gesagt hatte, auf der G-Seite im zweiten Bund. So klingen die Seiten. Könnt ihr mal so nacheinander spielen. Ist ja schon wieder bunt da oben. Muss ich nochmal ausschalten. So. Jetzt ist er aus. Gut. Also, ich greife da wieder auf der G-Seite im zweiten Bund mit dem Mittelfinger. Die anderen haben nichts zu tun. Der Daumen, der sitzt hier hinten auf der Rückseite vom Hals. Ne? Der hält den Hals so ein bisschen fest. Hier unten klemmen wir die Ukulele mit dem Arm fest. Oder wir haben noch besser einen Gurt dabei. Ne? Habt ihr ja. Okay. So, dann spielen wir unser erstes Lied. We Will Rock You. Wo haben wir denn das? Da muss ich mal hier am Computer nebenan mal schnell gucken. Da haben wir es. Das Lied der Südstadt Ukulele Kids. Okay, ihr kennt das ja. Stampf, Stampf, Klatsch. Stampf, Stampf, Klatsch. Stampf, Stampf, Klatsch. Stampf, Stampf, Klatsch. Leute, jetzt gibt es Musik von den Südstadt Ukulele Kids. Wir singen laut, wir spielen laut, auch wenn uns das keiner zutraut. We will rock you. We will rock you. Leute, jetzt
den Südstadt Ukulele Kids. Wir singen jetzt auch mal ganz leis, auch das macht Spaß, wie jeder wohl weiß. We will rock you. We will rock you. Leute, jetzt gibt es Musik von den Südstadt Ukulele Kids. Stampft und klatscht und singt laut mit, dann wird das ein ganz großer Hit. We will rock you. We will rock you. Und nochmal. We will rock you. Und einmal nochmal zum Schluss. We will rock you. Jo, also, wenn ihr gerade schon mitgespielt habt, super. Sonst spielt das Ganze jetzt nochmal einmal zurück. Und dann könnt ihr dann hier mitspielen. Na? Den Akkord könnt ihr da oben. Na? Wenn ich die Technik begreife, dann seht ihr den vielleicht irgendwo auch mal da oben. Irgendwo. Na? Hohe Kunst der digitalen Technik. Ich bin ja mehr so ein Freund vom echten Leben. Aber so kriegt ihr das ja auch hin. Na? Okay. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr reif für das nächste Lied.